Da jetzt mehr Minarett wie in der ganzen Schweiz. Das hat mega, ja, warum auch? Alter, ich kann es nicht glauben, dass ich gerade im Kosovo bin. Geil, oder? Bis jetzt alles reibungslos funktioniert. Das ist geil. Oh. Ich fühle meinen Kopf viereckig werden. Morgen mit der Band. Wir müssen Jazz, Lionel. Wir müssen Jazz, heisst Ja. bei uns. Was heisst das? Wir müssen Jazz. Wir müssen Jazz. Okay, für mich tut das wie wir müssen essen und das trifft auch zu. Ich habe nämlich Hunger. Ich möchte euch noch ganz kurz eine Story einblenden. Ich bin heute auf eine sehr spezielle Art geweckt worden und ich habe es voll geglaubt. Blöder Wichser. Was hat dich geweckt? Ein Gückel. Das glaube ich nicht. Ich habe nicht keinen gehört. Ich habe es zuerst mir selber nicht geglaubt, dass ich gerade Gückel höre. Ich meine, ich träume noch. So, wir haben jetzt gerade zum Morgen gegessen, aber ich muss noch die grundlegende Frage klären, nämlich warum ich überhaupt im Kosovo bin. Und ich kann das gar nicht so einfach beantworten. Aber ich habe ziemlich viele kosovo-albanische Kollegen und sie haben mir immer gesagt, ich soll doch mal vorbeikommen. Und es hat mich allgemein fasziniert, dass sie halt wirklich jeden Sommer immer in Kosovo gehen. Und ich wollte einfach wissen, wie es hier aussieht. Das sieht gut aus. Wie gesagt, ich wollte einfach wissen, wie es hier so ist und mir mal ein eigenes Bild davon machen. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen muss, ist, dass ich ein wirklich schlechter Vlogger bin, weil ich das einfach noch nie groß gemacht habe. Das heisst, bitte verzeiht mir, falls es einfach nicht gerade auf dem Niveau von Casey Neistat ist. Aber ich gebe wirklich mein Bestes. Wir fahren einen stolzen Kia und jetzt ist vielleicht auch der Zeitpunkt, um mal zu sagen, mit wem ich überhaupt unterwegs bin. Mit dem Mir, mit Mr. Shabani. Ja. Shabani und der Baschkini. Ja, okay, wir sehen euch jetzt gerade gar nicht. Ich stelle euch nachher noch richtig vor. Und genau das habe ich natürlich vergessen. Darum ganz kurz aus dem Off. Das sind der Hotti und der Nali von Swiss Comedy TV. Auch sie haben ein Video von dieser Reise veröffentlicht und sind gerade unten verlinkt. Eigentlich wäre der Plan gewesen, nach dem Morgen direkt nach Prizren zu fahren. Aber vor lauter Schwätzen haben wir eine Ausfahrt nach der anderen verpasst, bis dann schliesslich. Sag nochmal. Podu. Meble. Ne BMW. Ui, wir sind an der albanischen Grenze, Jungs. Was? Wir sind. Was? Warte mal, dort ist Albanien. Aber warte mal, kann man nicht einmal in meinem Leben würde ich gerne einfach albanischen Boden betreten? Ich bin jetzt in Albanien. Ich weiss zwar nicht genau, was das Problem war, aber er hat dann recht lange mit dem Zöllner geredet und irgendwie so gesagt, ja, wir wollen dem Schweizer Tourist das Land zeigen. Und dann ist der Zöllner irgendwie auch noch recht stolz gewesen und dann sind wir durchgekommen. Obwohl wir irgendetwas nicht gestimmt oder so etwas. Ich weiss auch nicht. Fahrzeugdokumente haben nicht gestimmt. So, wir sind jetzt mit Umweg über Albanien in Prizren angekommen. Was läuft? Ja, keine Ahnung, schau dir an. Gut siehst du aus. Das ist die berühmteste Brücke vom Kosovo. Ja. Würde ich so sagen, ja. Wow. Ich stand auf der berühmtesten Brücke vom Kosovo. Lionel, Ja. gekauft. Was soll ich das nehmen? Jo, Also nehme ich das haben wir jetzt entschieden. Wir könnten auch über den Preis streiten, aber das machen wir nicht. Du hast genug Geld. Also wir zwei hätten jetzt abgewertet auf vielleicht 5 Natürlich. Euro oder so, aber er hat genug Geld. Schaut mal dort. Wir sehen es noch nicht. Jetzt, hier, schau. Er ist trainiert, wie eine Maschine. Das ist jetzt die Festung. Das ist ca. im 11. Jahrhundert. Hoi, zusammen. Ich bin am Schwitzen. Schaut euch das Panorama an. Und jetzt schaut euch den Basler vor dem Panorama an. Da hat jetzt mehr Minarett wie in der ganzen Schweiz. Mega, ja, warum auch? Kenan, wärst du gerne Büchse? Nein. Ah, dann bleibst du halt eine Flasche. Wir laufen noch. Unser Plan ist, dass wir nachher die Strasse nehmen. Wow, shit. Okay, gut, dass ich schwindelfrei bin. Dass wir die Strasse nehmen und dort hinterher fahren. Zum Wohl. Zum Wohl. Wow. Hey, ratet mal, was der Caesar Salad gekostet hat. Der ist jetzt wirklich gross. Na, 4,80 € und das ist hier schon verhältnismäßig teuer. Also ich bin einfach nur
am Staunen. Ich sehe wirklich aus wie der Walter. Das T-Shirt gehört meinem Vater, ist mir ein bisschen zu groß, aber was soll's. Vererbt ist vererbt, oder? Es geht darum, dass wir ihn nicht verlieren. Ja, eben. Und ich habe gerade, also vererbt, er ist nicht tot oder so, er braucht es nicht mehr. Ja. Und ich habe gerade den besten Caesar Salad von meinem Leben gegessen. Hier irgendwo auf dem Land im Kosovo ist es der beste Caesar Salad von meinem ganzen Leben. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das machen wir bei euch auch nicht, oder? Ui. Das sehe ich. Auf 80 in einer 40er Strecke. Was, du hast 40? Ah. Tu dich anpassen, Lionel. Du bist ja, hey. Ich habe mich auch angepasst. Bist du nicht zufrieden mit mir? Ja, Gib mir so viel Mühe. Ganz gut integriert. Was haben wir jetzt gezahlt? Wir haben 4 Euro irgendwas? 4,75 für 23 Kilo. Für 23 Kilo. Shit, jetzt Können wir es hinten rein tun? Gehen wir ins Mikro gehen, Wasser nehmen? Ja, vergiss das. Ich glaube, ich bin fetter geworden. Kann das sein? Habe ich so gut gegessen, dass ich fett... Oder nein, das liegt an der Linse. Hoffe ich doch. Nein, das Gesicht ist schon viereckiger geworden. Ah, viereckiger. Ja, ich integriere mich schon mal gut. Alter, bist du rot. Das gibt's nicht. Okay, du hättest dich wirklich hinten eingeben. Ja, schau jetzt dort. Alter, du bist hure rot. Also, Alter, Scheiße. Shit, Alter. Merkst du?